Guten Morgen. Dort wir von der leichter Tiet bir Traxan und das haben wir, nicht? Oh ja, wir haben uns alle so gesagt, wie wollen Tiet kommen, dann wir auch hier. So, je schätzt schon, der war relativ von was er ungewandt hat wie wir, und so wie ich am Weit an meine Sachen da, die ich habe die Track einmal Hoftieren angefangen, so wir haben mal was nicht, dort fällt sich nur auf Fan. Ich sehe von der mutig, mit Juntob Sinnachschule haben, und ich weiß dort Vereinige von uns als Sinnachschule haben wir ein bisschen Framer nie, und Vereinige ist dort all, was wir hier getan haben. Aber bloß dort die Allerweiten und Sinnachschule probieren erst was Spezifisches zu lernen im Sinne von Bibel. Und wenn Sinnachschule dann einmal nur eine Predigt sekiert, einmal nur eine Klasse, dann muss dann okay sein. So wir sind einmal durchwaschen, erst wir waschen eine Botschaft in eine Schulklasse und wir proben, oder wir sehen nur dort wir im Glauben wachsen können. Und ich habe vier Sonntag ein Bett von dessen Mann seine Geschichte verteilt, wo sein Leben hat angegeben, um Bibel-Übersetzungen herzukriegen. Und dann will ich von der mit derselben Anstellung bloß noch wieder schaffen. Und dann will ich mal die Frau fragen, wer ist alle mit einer hochdeutsche Bibel abgewaschen? Okay, wollt ihr alle, dass die Lutherbibel habt du eine Mehr in Schalweiche Bücher, wo wir haben eine Zeit nicht lesen? Okay, weißt du wieso nicht? Das ist nicht die Bibel. Was ist das dann in der Bibel? Dort ist eine nur goldene Frau. So ich will von dir mal anstoppen, diese Aventura oder das ganze Park mal bechecken von der Bibel, was wir von dir haben, wo so gläubig dort der Reich der Bibel ist und wo so sind die Bücher, wo du bist, und wo so sind die Bücher, du nicht bist, wo du nicht bist. So, ich will von dir hier immer an so Wohntufel eine Tietlinie merken. Und die Tietlinie, die soll 6000 Jahre lang sein. So, ich vertraue mal, ich will meine Proportionen, die Anteilungen, wenn ich so halbwegs im Bereich der Stadt treffen. Und dann will ich mal die Länge denken, und wo so die Bibel, was wir haben, die ist, was wir uns unbedingt der Reich der Bibel oder der vollkommene Bibel beschrieben. Wir wollen dort die Welt fängt an hier so mit Gott selbst merkt die Welt. Und alles, was ihr merkt, ist, hat Gott gemerkt. In Korinther und Kolosser, noch mehr im Neuen Testament, besonders Johannes 1, sagen uns, dass alles, was gemerkt ist, dass der Jesus gemerkt. So, das ist ein interessanter Anfang. Dann fragen wir uns die Frau, also unsere hochdeutsche Bibel, frisch, der hat nicht Genesis, Exodus, Leviticus, der hat bloß 5 Jahre und das sind dann noch alles Moses hinein. So, der fährt an 1. Mose los und dann geht dort 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. und 5. Mose. Und dann unbedingt dort erst mit Moses zu tun. Und wovon der Jahrzahl lebt Moses? Okay, so dann haben wir von der Deutel lernen. So, wenn wir hier mal in der Mad, nicht ganz, von ungefähr hier. Hier ist das, was wir dort Jahr 0 handschreiben. Zum uns ein bisschen an die Titellinie anluten. Dann frage ich noch einmal, weil erst der Bruder noch sagen muss, wann Moses lebt. No? 1000 Jahre von wohin? Von hier dorthin oder von dort hier? Von hier dorthin. Okay? Das ist interessant und nannte Leute, nicht? Okay, so, wenn das ist ab Irmsner Null, der Anfang von allen Sachen. Und wenn wir alles teilen, dann sagen wir hier so, erst so wie 6000. Dort nennen wir von der ersten nach 2000. Dann haben wir eine Titellinie, wo unsere ganze Weltgeschichte anfängt. Und dann fehlt uns nur Moses durch die Hand zu schreiben. Moses, wir von dessen 1500 Jahren prägt hier. Dort nahmen wir Antes de Cristo. Hat er nicht ganz sicher daran angeschrieben? Gut. So,
Moses seine Geschichte als weit auf von der Null. So, wenn von dieser Null, ich muss mal hier noch ein paar Düsen handschreiben. Okay, ich gucke nicht darin unter. Aber wenn jemand die Null ist, 1500, wie viel fehlen uns von 1500 bis 4000? Okay, so das meint, dass wir haben hier steht nu eine Zeit von 2500 Jahren, wo wir waren im Freitag handschreiben. Die ersten 2500 Jahre von der Weltgeschichte, der ist von Adam und Eva im Garten Eden, bis Moses. Und nun sind mehrere welche Dinge passiert, was wir an 1. Mose lesen. Und besonders morgen, wir sagen immer 1. Mose. Oder wir nehmen bloß selbstverständlich, Moses hat dort geschrieben. Wenn wir an diesen 2500 Jahren Zeit uns ein klein bisschen anschauen, das erste Ding, dort haben wir ein paar Monate fein gelehrt. Die Weltgeschichte wird anders für Moses als nur Moses, wenn die Menschen lebten grässlich so lang. Ja? So, wir haben hier so Adam. Und Adam wird von 11 Jahren alt. Ja, das ist mir gut. So, wenn wir sagen, Adam lebt 900 Jahre. Und dann passiert erst was damit, oder was verändert, wir wissen noch nicht mehr, wo wir das werden beschrieben, aber da haben wir Noah. Und dann haben wir Abraham. Und hier zwischen haben wir Seth. Okay? So, die Weltgeschichte von Adam, was Vater Abraham, wir nicht wieder auf, als du von deinen Großpapa bist. Da fällt sogar nur dich bei, ne? So, wenn du deine Großpapa wirst, nur erst was Frauen, dann würde ich nur von der Geschichte vertellen. Ja. Wenn wir 3 Generationen lang brücken von Adam bis Abraham, das ist eine sehr kurze Generation. Das sind 3 Jahre, aber die Menschen werden bloß nur alt. Dann haben wir in 1. Mose 19 Gott seine Anstellung und sagt, Abraham, die wähle ich mich nu, damit du der Führer bist von einem Volk, was meine Botschaft wiedergeben. Und du fängst dann was so Besonderes an. Wer weiß, wo wir auf Abraham von Moses wir? Das sind Abraham, Isaac, Jakob, und dann Jakob reist nach Ägypten, und dann 400 Jahre dann haben Moses. Okay, so nu über dem haben wir das Alte Testament oder nur Fan. So, Abraham, Isaac und Jakob trägt nach Ägypten, 400 Jahre Ägypten, bang, dann hast du das kleine Baby im Korb, im Wutter, dort schackelt du, und dann auf einmal hast du eine sehr besondere Früh, und der schackt dann nach der Kirche geholt, nimm mal den Korb, und dann, wie du ein Baby waren. Und dort Baby, dort wird das Onkel Moses. Und dat is een schöne Geschichte, aber du fängt die Bibel geschriebene Geschichte an. Wir nehmen an, dass Gott wählt Moses, nicht bloß aus der wir das Volk aus Ägypten rausbracht, aber der wir anfangen, die Geschichte auf Papier zu bringen. Und ja, da wir nicht so ein schmacket wittet Papier aus wie von der Schnach haben, da wir einmal Schubslader, einmal Kamelenlader, einmal wieder bloß Bambustamm aufgerollt und durchschreiben die Buben. Und dann, wenn die Steuer weggeht hatten, dann schickt Gott den Stein und dann müssen die Buben haken, weil die durch was abgeschrieben hat. Aber die Schreiberei, oder die geschriebene Bibel, die fängt hier steht mit Moses an. Genesis, der Anfangsgeschichte. Wir vertrauen ganz voll und ganz, dass Moses sein geschrieben hat, wie nicht bloß eine Geschichte, die bloß einmal wiedergegeben worden. Gott offenbart sich zu Moses und Moses schreibt, was an diese 2500 Jahren passiert wird. Ob so, das sei vertrauenswürdig, wie wiedergegeben worden. Ich finde, dass die Bibel ja von uns genug Grund zum Vertrauen, dass Moses schreibt dort, was Gott selbst mit ihm redet. Wenn wir Moses seine Geschichte lesen, dann haben wir
weet wie dat Moses trof zich regelmäßig met den almachtigen Gott. En dat we een ongewoonheid. Die ging im Tempel oder in dat huisje aan. En wanneer de terugkwam, dan dacht den zien gezegd, wanneer we met God op je was. En ik vind dat we zullen Moses zijn 5 Bücher nicht unterschätzen, überhaupt nicht. Wir sollen annehmen, als Gott openbaart sich, wenn das viel so nötig. Menschheit verspreidet sich so bosig und werden immer charter am Lebenslauf und das fehlt so nötig, dass du was vertrauenswürdig wird, was nicht bloß eine Vertal oder eine Spaziermal wird, aber dass wir ein Buch, das ging im Brief, den ging wieder zu schauen. Von Moses dorthin habe ich dann topgeführt 2 große Tiden oder Beschreibungen. Wir haben Chanix und wir haben Propheten. So, der Chanix in der Prophetentijd, der regt von Moses bot 400 Jahre vor Jesus geboren wird. Das ist ein wichtiges Nummer am Denk zu holen, und da wollen wir noch ein klein bisschen Luther noch mehr von reden, von der kleinen Zeit durchwaschen. Das welche Zeit hier ist das? Aber nu werden wir uns ein klein bisschen anlassen auf die Chanix in der Prophetentijd. So, wir wissen, dass Gott sich Moses wählt als der Lehrer vom Volk, um das Volk aus Ägypten rüberzubringen. Dann wird Moses der, der alle Funktionen hat. So, Moses wird der Richter, Moses wird der Prophet, Moses wird der Priester, Moses wird der Scheckbengel, Moses wird alles zugleich. So, Moses, der ist ein Bild von allen Verantwortungen, die du fehlten. Willst das Volk erst in Ägypten antragt, dann ändert das auch bitte eigentlich so. Du wirst rechtlich angeführt und dann mit der rechten Zeit kommt die Königszeit. So, wir haben an einer Seite dort, wo das Volk anleiten wird, am wirtschaftlichen oder bloß aus Land. Und dann an der anderen Seite haben wir immer weiter den Streit von den Propheten. Und die kommen immer und sagen, Gott sieht, ich soll nicht das sein. Gott sieht, ich soll nicht das sein. So, wir haben dann die ganze Pack Bücher, so das 1. und 2. Könix, 1. und 2. Chronik, das sind die Bücher, wo die Geschichte von den Könix vertelt. Und dann haben wir die Propheten. Und die Propheten wurden in 2 große Gruppen angeteilt. Die großen Propheten und die kleinen Propheten. Die sind mal recht groß und klein, die Bücher sind nur groß und klein. Aber wo sich dort handelt, ist den Impact, also die Propheten, die einen großen Einfluss hatten, und dann sind die kleinen Propheten, wo meist schon einmal nur abhauf wegen Sinn. Aber da wir nicht unbedingt, dass die kleinen Propheten an dem sind, wenn ja wir, da wir bloß eben die, wo China nur horchen will. So, die Propheten in der Königszeit ist eigentlich gleich im Zwiebel. Wir fangen an die Bücher, aber auch an diese Menschen ihre Lebens, dort Gott offenbart sich einmal weiter dahin. Und da wird ganz klar, wenn die Könix lesen, und besonders die Zeit von dieser Beise Könix, du hast immer noch den Unterschied zwischen den Propheten, wo die Könix nun reden deuten, und den Propheten, wo du nicht deuten. Sondern so wir einmal ganz klar dort, die Propheten haben Gott sein Wort und die reden von Gott. Wenn wir zum Ende kommen, nur die 400 Jahre, dann meint dort mit Esdras und Nehemias, willst du von der Verschlappung zurückkommen, dann wird noch einmal eine Taubfutung gemerkt und gesagt, Gott ist Gott, Gott hat ein Volk, das Volk, wo Gott treu ist, als ihr seht. Und dann schlägt das Alte Testament auf. Du habe ich dann 400 Jahre, wo Gott selbst kein Prophet checken wird, kein Mann offenbart wird, was Gott gesagt hat. So, dann habe ich hier nu die Moses in den Bücher, dort wird im Neuen Testament einmal beschrieben als die Gesetzbücher. Dann habe ich die prophetischen Bücher und wir haben die Bücher von den Könix. Und damit schlägt dann an, so zum Beispiel Salomo hat Hohelied und Sprüche geschrieben, oder die meiste von denen, und dann sind die ganze Pack von Psalmen, wo dann auch bei diesen Büchern mit bekommen. Dann
passiert wat so bitter eigentlich. Jesus wird geboren, der Weihnachtsgeschichte. Und dort du unsere 0 oder unsere 4501 geteilt. Jesus wird geboren und du fängst so nicht an. Jesus selbst offenbart sich aus der Erfahrung von all das, was vorher passiert wird. Aber dort ist was so nicht. So, but hier habe ich eine Geschichte. Dann ist die Frau aber ganz ehrlich, während du Bücher, wo du lecken deuten, nur die Bibelbücher, und wir aber nicht. Und das ist eine sehr einfache Antwort. Ganz unbedingt während du Bücher, wo feine Bücher wären, wo aber nicht unbedingt Bibelbücher von dir sind. Die tote Frau, die hier dann, hatten die Juden eine Bibel. Weiter ist die Antwort. Hä? Die hatten Schriftrollen, aber hatten die erst, wie viele Bücher haben wir ins Alte Testament? Einmal von da anfangen. No, das ist unsere ganze Bibel. Was ist das so? Alte Testament. Wie viele Bücher haben wir ins Alte Testament? Wie viel? 39. Okay. Weil hier muss handschreiben, 39 Bücher. So bei uns ist doch ganz klar, wir leben 2000 Jahre nach Christus und wir haben das Alte Testament ganz klar. Hatten die Juden dort klar, wo eine Bücher zum Alten Testament gehört? Ja, nee, vielleicht? Gut, der Moses-Bücher, dort haben die klar. So, nu will ich mit dit ein bisschen schaffen. Dankeschön für die Antwort. So, Moses seine Bücher. So wie aus wie weiten sind die keinmal am Frau gekommen. Die Moses-Bücher sind sowieso von jeher, also Moses schreibt für die Juden und die Juden haben die niemals am Frau gestellt. Aber nur diese 5 Bücher kommen in die Bücher. Und die Bücher, die sind niemals wirklich klar gestellt worden, but hier. Also, was hier alles taugeheert, du wirst kein Buch, wo du siehst, das sind 39 Bücher, das ist unsere Bibel. Und da fällt sich ganz vielleicht von dir mal ein bisschen interessant. Na, wo wissen die dann, was die wollen lesen? Na, du, weil wir haben, nicht? So, von Moses dorthin, offenbart Gott sich da all diese verschiedensten Propheten und dort wir so schreiben. Aber du wirst nicht ein Körper oder eine Quark, oder mal so nennen, wo diese Bücher taub nehmen dort und einmal wenn Jesaja erst kommt, dann dort Buch Gebiet, dann kommt Jeremia, dann dort haben die nicht. So, du wirst ein bisschen Bücher, aber du wirst nicht erst, wer du siehst, das alle Bücher ja und das alle Bücher nicht. Und dort mögt dort interessant zu beobachten, aber doch für Jesus, wenn ihr Neue Testament lesen, Jesus hat einmal weiter 3 Dinge, wenn er erwähnt, die Schrift vom Alten Testament. Erstens, da wir Moses seine Bücher, also die Gesetzbücher. Zweitens, die prophetische Bücher. Und drittens, die Königsbücher. So, wenn wir Neue Testament lesen, macht das mal. Jesus redet sehr viel von der Alten Schrift. Und er redet immer von spezifischen Dingen, die du für den Tag kommst. Diese Bücher sind dann vor allem durch in den Judenschulen sind so viel von diesen prophetischen Büchern, auch die Gesetzbücher von Moses, aber du hast nicht was vorgehört geworden, nicht wieder aus, du sind Bücher von Propheten, und die haben sich selbst bewiesen, wenn alles, was die sehen, war Wirklichkeit. Also, wenn ein Prophet was schreiben, das passiert, dann werden wir, ja, der wird ein Rechter, nicht? Und das ist, was wir von der schon nach dem Rechter. Also, wenn wir Bibel lesen, wenn wir ein prophetisches Buch lesen, dann können wir die Geschichte checken. Na, das, was Jeremia sagt, das passiert so, dann ist so Wahrheit. Das ist ganz ehrlich, mal recht zu tun. Diese Bibel oder das Alte Testament wird klargestellt zu derselben Zeit, wo das Neue Testament. So wie wir mit Luther diese beiden Taubfuhren und dasselbe. Das Neue Testament ist besonders, wenn da nicht ganz so viel Zeit zum Neuen Testament schreiben. So von den 1500 mit Moses anfangen bei den 400, wie viele Jahre habt ihr das Alte Testament geschrieben?
1100 Jahre. Okay, so 1100 Jahre ist lang, wenn wir denken an ein Buch geschrieben, wo sich nicht selbst widersprechen wird. Ne? Ja, ganz unbedingt. Wenn wir dann noch durch Tode und dort werden so viele verschiedene Schreiber, dann merkt ihr das noch interessanter. So, 1100 Jahre habe ich hier bei das Alte Testament. Neil, 10. Wer weiß, wie viele Jahre oder von wann das Neue Testament geschrieben worden ist? Okay, so Jesus war mal bei der 0 und dann war mal hier 33 handschrieben, dann fuhr er in den Himmel. Und dann von du, wie viel? Okay, wer ja noch mehr? Wer weiß, wann wie alt war Johannes? No? Okay, so Johannes war erst wohl besaßen 90 Jahre alt. In Offenbarung wird das letzte Wort Johannes schreibt. So universalmente, oder durch das Christentum wird angenommen, dass das letzte Buch vom Neuen Testament ist ohne 96 geschrieben. Das ist Offenbarung. Das wir mit Johannes. So, wenn wir bloß Fuß nehmen, dass nur Jesus als erst wenn das erste Buch geschrieben, aber wir bloß mal das beides nehmen, dann haben wir mal 60 Jahre für das Neue Testament. Dort zum großen Unterschied von 1160. Wie viele Bücher haben wir im Neuen Testament? Okay, so dort weiß wir nicht über dem auch. Wir haben 27 Bücher im Neuen Testament. Wie viele Schreiber? Gut, nicht viel mehr als 10. Da wollt ihr zu Hause abgeben. Les mal Neue Testament, wenigstens alle Anfangs, dann schrieb ich mal ab, wer alles der geschrieben hat. So, wir haben dann von der 33 bis der 96, also mehr oder weniger 60 Jahre, wo das Neue Testament geschrieben wird, und wir haben durch die 27 Bücher, was wir da haben. Wir wissen, dass das Neue Testament wird nicht bloß, das sind ziemlich verschiedene Bücher. Wir haben erst 4 Bücher, die Evangeliums nennen wir die. Das sind die 4 Bücher von Jesus in Leben. Die tun wir, meist alle fangen mit Jesus in die Geburt an und die hören ab mit Jesus in Sterben und Abstund und einzige reden dann noch bei Himmelfahrt. Dann haben wir durch die Zeit von der erste Tag, die erste Tag-Zeit nennt man ja eigentlich vom Jahr 30 bis das 60. Dort ist von ungefähr Apostelgeschichte Kapitel 8, wo Stephanus dort gemerkt wird. So das ist erst woran das 60. Die ganze Geschichte von der ersten Tag, die fängt wir dann an Apostelgeschichte. Dann haben wir die Eva-Report vom Neuen Testament und dort wird sehr bosig auch sehr kort zu derselben Zeit geschrieben. Gewöhnlich wird angenommen, dass die Bücher von nur Apostelgeschichte, die sind alle nur das 60 geschrieben. Also Paulus fängt erstmal an zu predigen, in alle Sorten zu beleben, und dann erst fängt Paulus an mit seinen Büchern abzuschreiben, all diese verschiedenen Situationen. Dann haben wir aber noch die Briefe nur die Kirchen, da nennt man die Epistolas, wo die Kirche schaffen soll. Und dann haben wir durch Jakobus, Petrus und all diese Hebräerbrief, 1., 2., 3. Johannes. Dort sind Briefe, die nur Kirche geschrieben wurden, um die Kirche lehren, Kirche zu sein. Und dann ab dem 95, 96 ist Johannes auf dieser Insel, der ist fast, der kann noch nicht fort. Und Jesus selbst offenbart sich Johannes. Und Johannes fängt an, das so ein interessantes Buch zu schreiben, was wir dann nennen, das Eng vom Neuen Testament. Dann haben wir eine Zeit, wo sehr strenge Verfolgung kam. Also mit Stephanus sein Tod, was wir hier erst antiken, von hier bis unter 300 ist eine sehr schwere Verfolgung
ganz unglaublich, so viele Menschen sind umgebracht worden in dieser Zeit. Wir bemerken dort von der Tag nicht, aber wenn wir Geschichte studieren, als Verfolgung noch einmal ein Savior war für Christentum. Keiner heichelt, Christ zu sein, wenn der Tod du hast für Christ. Also das kann wir bloß nicht. Und ich weiß nicht mehr, was ich dort soll verbringen am Sinn von der Bibel, wenn die Bibel Bücher, die werden durchgesäft durch Verfolgung. Und das nächste Jahr von Stephanus sein Tod, wird ohne 300, weil wir mal sagen, das sind 250 Jahre Zeit, dann wird Christen nicht in der Mode, dort wir nicht wird feinet, dort wir nicht zum Schein gehen, dort wir zum ewigen Leben oben. Und wann es wäre, dann von dieser sehr bitterliche Geschichte verteilt, der Geschichte von dessen Mann von Nazareth, wem der Hund Tod gemerkt, und wird begraben worden wie und vom Tod abgestoßen, dann wird Menschen bloß einfach den Kopf aufgehackt oder verbrannt. Dort meint dann so viel, dass diese Geschichte, die wir nicht so leicht oder so glücklich wiedergegeben. Und dann fing, wie dort im Neuen Testament passiert, sehr ähnlich als in diesen 1500 Jahren. Wir haben eine Zeit, wo die Kirche, die erste Kirche, die gläubigen Menschen geprüft wurden, und du fehlt nicht so, die Bibel durchzusehen, wenn dort, wo du wieder verteilt wird, dass wir bloß diese echte Geschichte, was uns Herr Jesus hängen hat. Und Menschen wollen nicht spussen damit, und die wollen nicht proben, alle Sorten Dinge du tot zu tun und nicht du Futter zu nehmen, dass wir bloß Jesus hat uns geraten. Und in diesen 250 Jahren wird dann von Paulus und von den Aposteln ein Brief geschrieben, nur die verschiedensten zwei. Diese Brief, die wurden geschrieben, dort diese Geschichte von Jesus und die Botschaft von Jesus nicht wird ausgestorben. Und dort die Ordnung, was Gott durch Jesus hat offenbart, dort die wird bestehen bleiben. Diese Zeit, die wird gewöhnlich bloß die Verfolgungszeit genannt oder die erste Verfolgungszeit. Weil es diese Zeit eben ist, ohne 300, weil es eine römische Regierung auf einmal aufgemerkt wird, du kannst Christ sein, wenn du weißt, dann wird ein bisschen so ein Domgruppen, wo aufgedacht wird, dann knackt das einmal und dann wird alles voll Beker von Jesus. Okay? So, von Jesus zu schreiben, würde dein Leben kosten. So, keiner der dort verdammt hat. Du wirst nicht ab Spuß ein Evangeliumbuch schreiben, zum Utfänger, dass die werden tot mehr. Das kann ich verstehen, nicht? Wenn du das weißt, dass du das nicht fortfahren, wenn du das dann die tot mehr, dann wirst du sagen, okay, ich werde ganz fortbleiben. Das ist so einfach als das. Und das ist ein so Bild von wo ich haben will. Du deutst nicht vom Evangelium, nicht muss schreiben, nicht reden, nicht nichts. Wenn du deutst, dann wird das dein Tod. So willst du es da umgruppen aufgedacht wird, dann auf einmal als Christen mit dem ähnlich aus von dir. Und das Christen wird so aufgeschwingt, dass alle Menschen fangen dort auf einmal interessant, ein Evangelium zu schreiben und sich alle Sorten Geschichten auszudenken, was Jesus hat könnt. Dort wir eine sehr trüge Lehre. Wenn längst und rasch kein Beker Dach von Menschen, die nicht mit Jesus taub gewesen wären, Menschen, die Jesus überhaupt nicht gedient hatten, die wollen bloß bekannt werden für, ja, die haben ein Buch geschrieben, von was Jesus alles getan hat. Und dann kann ich feststellen, dass wenn die zwei Bücher haben, dann ist eine die Wahrheit und eine des Lehres. Und das gibt Trouble. Und das ist, wo die ganze Geschichte von der Bibel taubstall, was wir von der haben, anfängt. Wir haben ein ganzes Paar Juden, die noch einmal nicht näher weiten, wohnen alle Bücher zum Alten Testament hier, wenn du sagst, Doyle. Dann haben wir Christen, die Verfolgung gelitten haben, und die sind so arg und so rein geblieben. Aber dann knackt dort, wenn eine Verfolgung ist, und dann kommen alle Sorten schon für den Tag, wo nicht unbedingt zu der Bibel gehört. Was tun wir dann?
Alles wäre gut. Dann mal ein Meeting angestellt, oder? Okay? Da muss Taubje Puzzle, ne? Gut. Dort wird eine sehr interessante Sache, wenn das Alte Testament fehlt das erste klarzustellen. Und das ist bei das Alte Testament, wo wir unsere Bibel mit der katholischen Bibel besonders so nein. Wenn die katholische Bibel der 7 Bücher mehr im Alten Testament als wir. Und dort von der nach mit so einem interessanten Thema, da würden Katholiken sagen, na, Martin, lass auf die Bücher reden. Wo würdest du glauben, man hat die Bücher reden? Okay, das ist eine längere Geschichte als dort und dort gibt noch eine ganz große Part. Aber was dann passiert ist, dort das Alte Testament war festgestellt, endlich mit demselben Mutstock wie das Neue Testament. So, wenn du willst abschreiben, ich werde hier nicht alle abschreiben, ich kann nicht rühmen dazu. Wenn ihr von der Sache abschreiben, das erste Ding, was du musst geprüft von einem Buch in der Bibel ist, hat Gott das Buch geschickt mir. Okay? Auf Spanisch sagen wir Autoridad Divina. Und dann würden wir sagen, el libro mostraba tener origen en Dios. So, der Alte Testamentliche Bücher, die wurden sehr viel anfangen mit der Herr sagt, es ist das. Und das ist ein Mutstock für eine Prophetie oder ein Buch im Ganzen prüfen. So, der erste Ding habe ich, wir in der Bücher von Gott angefangen oder von Gott geschickt merken. Zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist ein sehr schöner Punkt zu bechecken, wenn wir nehmen an, dort im Alten Testament muss dort von einem Prophet geschrieben sein. Und der Prophet, der muss von Gott bestätigt sein als ein Prophet. Okay? Alle Bücher, die wir als Protestanten von der Tag brauchen, die Reina Valera, die King James und unsere Lutherbibel, all die Bibeln, die haben alle die Prophetenbücher von Propheten, die von Gott bestätigt sind. Dort merkt das sehr besonders. So, dann würden wir sagen, dort wir Moses, Josua, Samuel oder alles wer von dessen. Und dann von den Kennings, weit wir dort die Kennings werden voll vom Heiligen Geist, wenn die gesalbt werden, zum dort Volk anladen. Und dann, wieso haben du nicht mehr Kennings Bücher geschrieben? Haben du nochmal die Frau gefragt? Wer hat wohl ein Buch geschrieben? Soll nicht, wieso nicht? Der will nicht zu brücken dazu. Wieso nicht? Wenn der Heilige Geist hat ihn verloren. Wieso hat David Bücher geschrieben? Wenn Gott hat ihn mit Heiligen Geist vollgegoten. Und der schreibt, wo Gott sagt, was er soll. Salomo, bet am Weisheit. Und Gott jäuft ihn und er hat das durchgeschrieben. Wieso hat nur Salomo keine Kenntnis mehr ein Buch geschrieben, was in der Bibel ist? Das ist eine jalge Frau. Wenn der Heilige Geist als der Schreiber von der Bibel und durch sind muss sehr wenig Menschen, die sich im Alten Testament brauchen. Die Propheten haben eine Botschaft von Gott und die schreiben bloß dort, was Gott sieht. Du weißt, als das Alte Testament so jitzig mit wer du kann ein Buch schreiben zum Alten Testament, wer nicht, wenn wir nehmen an, dass bloß die, die von Gott bestätigt wurden, die können ein Buch schreiben. Im Neuen Testament fing wir charakterlich Mutstock, aber ein klein bisschen am anderen sind wir im Neuen Testament, wo wir dort nicht Propheten nennen, sondern wir dort Apostel. So, im Neuen Testament ist sehr besonders und sehr jitzig mit dem Mutstock für ein neutestamentliches Buch. Wir haben durch Jesus seine 12 Apostel, dort sind die Original. Und dann haben wir aber ein paar Ausnahmen, die aber sehr besonders sind. So ist zum Beispiel Markus hat ein Evangelium geschrieben. Wer weiß, wer das Markus war? Dort wir den Apostel Petrus in Check bringen. Okay?
So wenn Markus schreibt, dort wir Petrus sein angehen. Da merkt ihr sich so interessant. Dann haben wir Lukas. Wer Lukas wir? Lukas wie ein Doktor. Dort wird zu der Zeit ein von den gelehrtesten Menschen, der auf der Welt läuft. Und da haben wir Lukas in Apostelgeschichte, so gründlich als ich mag, in der Reno abgeschrieben. Was tut Lukas mit seinem Leben? Der reist mit dem Apostel Paulus taub, von Stadt zu Stadt, von Mission zu Mission, in der Schrift, der ganze Geschichte, unter den Schatten von dem Apostel Paulus. Also, dann haben wir im Neuen Testament bloß Bücher, wo unser Apostel ihr Auftrag passiert sind. Und dort ist ein Mutstock, wo eben alle Bücher, die in der Bibel nachkommen sollen, gemäht werden. Im Alten Testament hat Gott den Mensch gesagt, er soll es schreiben, und dort wir dann Tenix und Propheten. Und dann im Neuen Testament haben wir Apostel. Und das ist ein sehr interessantes Ding, zu dem wir hinuntergehen. Dann haben wir den dritten Punkt, wo die gemäht werden, dort wir, wo alt sind diese Bücher und wer hat die alle gebraucht? Auf Spanisch sagen wir Antigüedad y Origen Histórico. Also für das Alte Testament ist das ein sehr wichtiger Punkt. Kein Buch, was an dieser Zeit geschrieben worden ist, hat Freiheit, eine Bibel zu sein. Wenn Gott wir stellt für 400 Jahre. Okay? So willst die Bibel Bücher werden geprüft, du wirst ein Klumpen Bücher von diesen 400 Jahren. Und die 7 Bücher, die die katholische Kirche in dem Alten Testament hat, die sind alle durchgeschrieben. So, für die Bibel taubstellen oder für das Durchsehen wird ein großer Mutstock. Kann erst wie ein Buch geschrieben, was Gottes Wort ist, wenn Gott nicht redet. Für mich ist es einfach nicht. Wenn Gott nicht Propheten schickt, dann hast du keiner, der ein Buch schreiben kann, um zu sagen, Gott sagt so oder so. So dort ein großer Mutstock, wo du hast. Und dann für das Neue Testament, also kriegt das selber. Ist dort Buch vom Neuen Testament an dieser Zeit geschrieben. Also zwischen der Zeit von der Apostel. Du kannst nicht ein neutestamentliches Buch sein, was von den Aposteln ihr Zeugnis wiedergegeben ist, bitte das von der wiedergegeben. So, wir haben bis 60 Jahre. Von wo Jesus in den Himmel fuhr, bei Johannes starb, dann wird er gestorben. Nur die 96 kann nicht ein neutestamentliches Buch geschrieben werden, wenn dort sind nicht Zeugen von Jesus sein wirkliches Leben. Du kommst jedoch mit, ne? So, dann habe ich zwei Zeitlinien. Da kann nicht hier sein und da kann nicht bitte hier sein. Weil dort sind die Zeitrums, wo uns die Weltgeschichte von der Bibel reden. Dann der 4. Punkt, dort ist dem wohl auch noch von redet, dann wird jeder Buch, wo du dann überbleibst, durchgelesen und vergleicht. Als diese Geschichte an all diese Bücher derselbe. Also nicht unbedingt zum Lesen, aber bloß zum Sachen merken, dass du nicht Geschichtenbücher, wo man kommt, wo nicht dort Topfuten haben mit dem Alten Testament. An diesem 4. Punkt kommt noch ein 5. Punkt, der ist eigentlich derselbe. Das ist der uso continuo entre el pueblo de Dios. So, wenn wir die erste Taubfutung haben, dort das Neue Testament Taubpost, dann haben wir aber noch einen Mutstock, der sagt, werden diese Bücher all einmal gebraucht, man Gott sein Volk. Und dort halt im Alten Testament, dort halt im Neuen Testament, kriegt so. Die Bücher, die wir im Alten Testament finden, dort sind die Bücher, die bekannt werden, für manche Juden gebraucht zu werden. In den Büchern, die wir im Neuen Testament haben, das sind die Bücher, die bekannt werden, among die ersten Christen. Nicht erst ein fremdes Buch, das erst jetzt haben, hey, ich kann hier eine Rolle von, was läuft von das? Da wird dann all, no, die wollen nicht brücken, wenn der ist nicht bekannt, among Christen zu brücken. Dann Nummer 6 haben wir die
abnehmen von so lang, so schön als möglich. So zum Beispiel, ich glaube, der war so, dass der 5 Pika Mose, der wir noch einmal angenommen wird. Kriegt der Mutstock, wird für das Neue Testament und für das Alte Testament gebraucht. Also im Moment wird, wollen wir sagen, Jakobus sein Brief schreibt. Jakobus wie der Apostel, wird der lehrende Älteste wie in der Jerusalem Kirche. Wie der Brief von Jakobus all von jeher angenommen an diese erste Kirche und an die Kirche in Rom. Kommt ihr mit den Gedanken mit? Also, welcher Brief geschrieben wird, wer los den und wo braucht den? Kriegt so Alte Testament und Neue Testament. Dann, am Nummer 7 haben wir, was helpt uns das Buch? Auf Spanisch sagen wir, Evidencia del Poder Transformador. Verändert das Buch Menschen. Hier ist, wo ein von den Büchern der ganz schwarze Titel hat, und das ist das Buch Esther. Das Buch sperrt sich so, dass China aus dort erst was nützt, und wir haben das trotzdem in der Bibel, und wir würden jetzt ja noch einzelne Frau fragen, hey, oder muss ich lesen? No? Jo, vielleicht? Okay, ja, noch mal. Hey, da kommen wir gefragt, was ist der Buch hier? Okay, du hast dort ein von so einer Sachen, dann fragen er sich, dort ist der Buch hier, und du würdest sagen, eine Antwort für sein. Dann, mit dort, habe ich dann einen Park, wo du Taubpfoten hast. Dann fragen wir uns, die Frau, oder die jährige Frau ist, von wann neuer hierhin, habe ich dann das Vorgebuch, was wir als Christen annehmen aus der Bibel. Weil erst einmal Ruden. Wie lange hast du gedient, von was Johannes Offenbarung schreibt, was du endlich mal klar wird, wann Bücher, wo wir das Zeug brauchen, wo Gott sich offenbart und wo nicht. No? Okay. Dort ist eine feine Frau. Der erste Taubgestalt der Bibel, der fing wir erst wo an 300. So, dort ist Krieg hier, wo Verfolgung abhielt. Die Verfolgung hielt ab, und dann wird Freiheit mit der Bibel im Öffnen zu schaffen. Und dann fing wir dort das erste Mal ein Park taubgestalt wird, was sehr dicht bei dort ist, was wir von der Tag brauchen. Die Kirche, die war sehr busig, sehr groß am römischen Regierungsbereich, in el Reino Romano. Und die Kirche fing an, taub zu schaffen mit allen verschiedenen Kirchen. Dort wir ein bisschen so eine Konferenz, aber wenn wir nicht mehr weiten, was wir dort Konferenz brauchen, dann will ich bloß sagen, die Kirchen schafften taub im Sinne von das Evangelium so reinholen aus Affenmählich. Dann wird eine 393 die erste Meeting taubgestellt. Auf Spanisch nennt man das ein Concilio. So eine 393, wow, das ist ein bisschen schwierig. Und 393 wird dann der erste Taub kommen, wo die Bibel 100% das ist, was du von dir brauchst. Also das Alte Testament mit 39 Büchern, Charakter Bücher, was wir brauchen, und im Neuen Testament die 27 Bücher, was wir von dir brauchen. Dann wird von der Kirche ein Brief geschrieben, der du so jetzt sagst. Du sind noch mehr Bücher, was geschrieben sind, was unbedingt gut sind zum Lesen, am Glauben abbühen. Aber die sind empfindlich. Also, wo wir die uitloten und nicht aus Heilige Schrift von Gott angegeben in Gott zum Lesen brauchen. Von dann an wird sich mit diesem Les umgehen. Wieso ist das wichtig, dass dort dann nur noch eine kleine Les ist von Büchern? Und hier ist, wo wir nicht andenken. Wir leben in einer Zeit, wo wir einen Printer haben, dann drücken wir auf einen Lösenknopf, dann strähende Blätter. Das kostet nichts. Oder so gleich so nichts. So wollen wir sagen, wir sind hier 100 Menschen taub.
Wir leben ohne 393 Jahre nur Christus. Wir haben mit unseren 100 Menschen 2 Schreiber. Wenn die immer geschrieben sind, so in Sekundaria. Und so, das schafft nicht zu lesen. Und dann sagen wir, warum sagen, zu Peter und zu Hendrik, tja, mein Jungs, jene Mission ist, die Bücher aufschreiben und die wieder zu schicken, wo Gottes Wort ist. Dann haben wir nicht Zeit, nicht Papier, nicht Tinte, nicht Menschen, zum unnötig Bücher schreiben und rumschreiben. Dann fehlt du eine Less, wo du so taub gefunden wirst, dass die volle Wahrheit wiedergegeben wird, aber kein unnötiges Buch wiedergeschickt wird. Kommt ihr mit den Gedanken mit? Also, wenn wir wollen die Bibel schreiben, dann werden wir uns auch auf das konzentrieren, was der nächste Tag nützt. Und deswegen wird die Less vom Neuen Testament ziemlich klein. Wenn wir das Neue Testament vergleichen mit das Alte Testament, das sonst halbwegs im Vergleich mit sonst. Und du hast eine Ursache dahinter. Dass wir schrieb die Geschichte, wo du fehlt zu schreiben, und schickt die wieder, wenn das Evangelium mit gepredigt wird. Und dann wird du ein Brief mitgeschrieben, krass aus dem, was die von dir in der Bibel haben. Eine Less von Beker, wo du dann schreibst, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, und dann noch die ganze ewige Less, und dann du irgendwie dort, diese Beker nimmt die Schwach, Christus in Körper an, aus von Gott angegeben, lest die und lebt dabei. Vielleicht würde das von dir für uns einen Unterschied merken, weil wir nicht so viel Bibel in den Raum legen hatten. Und erst würde noch an sich kommen und sagen, mein Jungs, hier ist das Evangelium von Markus. Dann, wo wir jeder Sonntag taub kommen, und dann, wo wir das lesen und uns durch den Freien, was Jesus getan hat für uns. Ich finde, dass wir nu 2000 Jahre Luther uns viel Denken zu halten, wo so Bibel, zu was wir da haben und zu was wir da brücken wollen. Ich will Ihnen auch merken, wenn Sie morgen Andacht merken und ich habe die da oder so übers Andacht, dann tut man all die Schmack morgen Andachtsbücher, das untersteht von Ihnen Bücher handelt, dann muss man Bibel lesen. Und dann lest die Bibel mit der Hortanstellung, wo in Christus gehört haben, eine Verfolgungszeit oder Jutsnure. Wir haben so einen großen Schutz für jeden wichtig zu halten. Menschen haben ihr Leben geopfert, bloß um dass sie die Bibel lesen. Das würde doch schön sein, wenn Gott uns auf ersten Ort und Weise würde brücken, um das Wort wiedergeben. Ich will mal uns taub nach Offenbarung gehen. Ganz zuletzt. Offenbarung 22. Nach der rechten plottische Bibel. Ich lese Offenbarung 22 vom Vers 18 bis 21. Du sagst, das ist es. Es waren jeder einem, der die prophetische Rede in das Buch hielt. Wer irgendwo tausat, dem wird Gott die Pläne tausaten, von der in das Buch geschrieben stund. Und wer von der prophetischen Rede in das Buch wegnehmen wird, dem wird Gott seinen Port vom Lebensbaum und von der heiligen Stadt wegnehmen, wovon in das Buch geschrieben steht. Und da das gesagt hat, sag ich, jo, komm bald. Amen. Jo, komm, Herr Jesus. Möchte dem Herrn Jesus seine Gnade mit uns alle sein. Amen. Also Offenbarung Buch, als das letzte Buch im Neuen Testament, und da hast du diese Warnung und diesen Trost, der sagt, wir sollen nicht tun, wir sollen nicht wach tun. Aber wir sind nicht mal in Gefahr, du tot zu tun oder du wach zu nehmen, weil wir uns nicht mehr beschäftigen. Wir haben dann Hängeron dessen Nuschüben. Dort sagst du, der das gesagt hat, sagt, jo, komm bald. Die ganze Bibel, Beschäftigung, für die und für mich,
hängt daran auf, als wir wirklich lernen, dass Jesus soll zurückkommen. Ich weiß nicht, vielleicht passt noch mal allein auf den Traktor aus, und dann fällt sie die so, dass Jesus ist gekommen, der hat alle Menschen mitgenommen, und der hat die da auf den Stab allein hingelassen. Vielleicht soll das mal ein bisschen Angst geben, dass wir daran dachten, dass wir beschaffen uns mit der Bibel, mit der einzigen Sache. Jesus kommt zurück. Der war bald zurückgekommen. Und dann sagt Johannes, du hängst an. Und ich stelle mir mal so vor, den Jankel wörtlich, dass Jesus kommt. Wenn wir allein auf einer Insel festgenommen für seinen Glauben. Und dann sagt Jesus zu Johannes, ich komme bald. Und dann sagt Johannes, häng an, du komm bloß, ich sehe rein. Möchten wir uns mit der Bibel beschaffen, mit der Einstellung. Jesus kommt zurück. Wir lernen nur die, weil wir beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für die Bibel, die du uns hingelassen hast. Dankeschön, dass wir die Geschichte von Radung so klar lesen können. Vergib uns für so viel sein mit uns mit dem Wort zu beschaffen. Und gib uns Mut und Friede an dem Wort. Wir beten, dass du uns was ein Verlangen geben, ein Leben jetzt verlangen nach dem Wort. Und dass durch dem Wort wir verändert werden, geraten werden und viel werden, Missionsarbeit zu tun und den Menschen, die Radung noch nicht kennen. Wir beten, dass du uns was diese Einstellung geben von nur die Lüren. Wir beten, dass du was bald zurückkommst. Wir sind bereit für den Kommen. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.